Am Hinblick op Gemengewahlen den 9. Oktober 2011 ha ein Interview mam Bürgermeister vun Lanneng. Was die zukünftige Projekte von der Gemeinde Lanneng belangt, so gëtt vir allem a Strassenarbechten investiert. Also du hast ja selber gesehen, wie der herausgefunden ist, dass die Straßen um die muss gemacht werden. Also es ist eine absolute Necessität. Sie sind dann ein bisschen nach Hause geschoben, weil die Mauer gefehlt haben. Also so weiter, man das können aufpacken. Die Straßen hier im Zentrum vulkanisch, Straße vulkanisch Richtung Bayern gehen gemacht. Und ich meine, das ist auch absolut nötig, dass man das nicht machen. Wie seid ihr da mit neuen Lotissementen aus? Setzt ihr darauf, dass neue Leute in die Gemeinde kommen? Also wir haben immer als Gemeinde nicht gehalten, dass neue Leute in die Gemeinde kommen. Wir hatten aber im Moment zu viele Leute bei ihnen, was Schwierigkeiten hat. Ich bin davon ein bisschen gebremst. Wir lösen mal unseren Brett, aber auch können mehr Leute lösen. Wir haben auch ein paar Logements mitgemacht, und sind froh, dass Leute bei uns kommen. Letztes Jahr gouf ja auch eine neue Maison Relais gebaut. Hat die dann einen grossen Succès? Wie lebt das da? Also Maison Relais ist ganz gut gekommen, die Leute, die effektiv letztes Jahr fertig gehen, das ist ja im nächsten offiziellen Jahr. Wir haben da insgesamt 1,8 Millionen Euro investiert, wie das soll, kann aber uns das gut abgehoben sein. Wir hatten aber schon vier Initiative geholt, für Kanner zu empfangen und selbst von der Gemeinde, die eben nicht als Maison Relais gebaut sind, und nun endlich die Chance für eine Maison Relais, die auch dafür gebaut ist. Ich meine, das können wir das ganz gut tun, weil wir ein plus gutes Service anbieten, der Tisch, wir sind ab, von morgens 7 bis over 7 und praktisch ganz Vakanzen alle gehen. Sie sonst nach irgendwelche Projekte am Niveau von der Education viel gesehen? Also wir haben auch an dieser Legislaturperiode eine Schule vergrößert, da haben wir 3 neue Säle zu Lanneng bei der Schule gebaut. Auch das war eine absolute Necessität, weil wir immer ein Problem hatten, dass unsere Schulen zu klein waren, durch eben die großen Wurzeln, die wir hatten. Aber auch das ist fertig, wir können noch die Schulen nach das Jahr abweichen, weil es also auch in ihrem nächsten Jahr, wo sie funktioniert. Gibt es an der Gemeinde noch nicht viele Ankaufsmöglichkeiten in Restaurants oder wollen sie etwas dagegen zu erholen? Also das ist effektiv ein grosses Problem. Ich gehe immer darüber angeschwärzt von einem Mattbierger, dass sie hätten noch in der Gemeinde eine kleine Pizzeria, Metzler, Bäcker zu holen. Wir haben noch einen Bäcker hier, das sind immer froh, dass wir die behalten. Aber wenn weitere Projekte in der Gemeinde realisiert, die Wohnungsbau belangt, dann halten wir darauf, dass die in einem Commerce-Geschäft, eventuell Restaurant, dort realisiert. Wie seid ihr dann am Bereich Tourismus aus? Also wir sind ganz froh, dass wir den neuen Office Regional de Tourisme mitmachen. Wir zählen uns als Muselgemeinde. Und ich denke, dass wir auch als Gemeinde Lanneng eine ganze Reihe Trainer haben. Wir haben zum Beispiel einen Golf auf der Musel, wo ganz viele Leute spielen kommen. Wir haben noch einen schönen Hotel. Also ich meine, dass wir als Gemeinde Lanneng über den Hotel und über die Golf raus auch eine schöne Natur und die auch außen Touristen teilnehmen. Dann wollen wir am Office Regional de Tourisme von der Musel konkret mitschaffen. Gemeinde Lanneng gëtt jo 'n Kläranlage zu Gräbemacher ugeschloss, méi déi Projekt schläft lo schon eng Zeitchen. Was sind dort Probleme? Also das hat effektiv ganz lange geschläft. Wir haben gesagt, sie lösen dann vom Tunnel. Das ist schon, wie sie gemacht. Wir mussten von Kernich aus bis auf einen langen Kollektor bauen. An den geht nach das Jahr un. Ich schon hier an der Tasche vom Syndikat gemacht gesehen, dass doch der Preis relativ mehr billig ging, als wie sie gedacht hat, und also gut ist. Und ich hoffe, dass das sehr wie möglich geht. Natürlich hat es viel zu lange gedauert, mir das nicht unbedingt der Gemeinde Lanneng hier schuld gewesen. Was soll da dann zum proposéierten, harmonisierten Wasserpreis? Also wir können uns das ganz gut vorstellen, der Gemeinde einen harmonisierten Wasserpreis zu haben. Ich meine, wo wir dass das Belastung für das Mattbierger nicht so groß geht. Wir sind im untersten Preisniveau bei uns in der Gemeinde. Wir haben nicht so teuer gemacht, wir haben das auch gut justifizieren. Ich meine, das sind Diskussionen, die werden langfristig schlafen. In der Zwischenzeit muss man gucken, dass man das Situation, wie sie ist. Ich persönlich habe eine Präferenz für zum Beispiel einen sozialen Preis zu machen, wo eine gewisse Quantität zu einem ganz billigen Preis in Leute aufgehen. Wie steht er dann zu den Gemengefusionen, die den Innenminister gerne realisieren? Also ich denke, dass Gemengefusionen eine Necessität gehen. Wir haben nicht gespielt, wie unser Sekretär krank ist, weil als Kleingemeinde keine Ressourcen mehr hat. Wir sind an Diskussionen ziemlich konkret schon mit der Gemeinde Flößweiler an Würmer, wo wir auch vom Minister proposiert haben. Wir haben uns schon zusammengesetzt und die moderne Köhe. Also wir werden die Diskussionen weiter dran. Ich meine, das ist eine Priorität für die nächste Gemeinderat, sich zu einer Konklusion durchzuringen. Stellt ihr euch da für die nächste Gemeindewahl noch einmal mit ab? Also im Moment habe ich mir die Decision nicht getroffen. Mir sieht aber alles nur aus, ja.